Hallo, moje, jode Dach, herzlich willkommen auf meinen kleinen, bescheidenen Kanal. Ich bin der Leo, schön, dass ihr eingeschaltet habt. Ja, liebe Freunde, etwas ungewöhnliche Location. Wir sind hier in meinem Haus in Serbien und ich sehe jetzt keinen Grund darin, wo ich doch erst vor kurzem mit YouTube angefangen habe, da überhaupt keinen Content oder sowas zu machen. Ich habe jetzt erstmal nicht Urlaub, was YouTube betrifft. Ganz einfach, weil hier sind einige Leute, die wirklich mir was bedeuten. Also beziehungsweise ich rede von meinen eigenen Followern. Ihr bedeutet mir eine Menge und deswegen denke ich mal, es wäre doch angebracht, an der Stelle ein Video doch noch rauszuhauen. Da müsst ihr mir natürlich auch in die Kommentare schreiben, ob ihr vielleicht ein bisschen mehr aus Serbien sehen wollt. Aber natürlich, ich bin mir vollkommen bewusst, ihr folgt hier, weil ihr FC-Content sehen wollt. Andererseits weiß ich ja nicht, wer folgt, vielleicht auch aufgrund der Person. Da muss ich mal schauen, was sich so in den Kommentaren ergibt. Und dann schaue ich mal. Wenn ein bisschen Luft ist, gibt es vielleicht auch mal Content außerhalb der FC-Bubble. Aber das soll es dann mal an der Stelle gewesen sein. Wer weiß, vielleicht besuche ich mal den einen oder anderen serbischen Fußballverein hier. Natürlich in FC-Montur größtenteils. Es sei denn, es handelt sich um einen Profiklub, wo fremde Farben komplett tabu sind oder dergleichen. Aber gut, genug an der Stelle. Ja, liebe Freunde, leider Gottes werde ich wahrscheinlich nicht das anstehende Spiel gegen Eintracht Braunschweig verfolgen können. Wir haben zwar hier Satellitenfernsehen, aber ein paar Arschlöcher, die eine Zeit lang neben uns gewohnt haben, zum Glück wohnen da jetzt andere Leute, waren doch so nett und haben uns den Fernseher geklaut. Wurde zwar nie offiziell bestätigt, aber mein Cousin hat mal gesehen auf Facebook, wie der gleiche Fernseher genau bei diesen Nachbarn zu sehen war. Von daher, ja, aber zum Glück sind diese Leute ja weg. Aber das ist jetzt, ihr wisst ja, bei mir ist ja auch ein bisschen Personal Talk. Ja, Eintracht Braunschweig. Noch am Montag, als ich noch in Deutschland war, habe ich mir das Spiel gegen die Eintracht aus Frankfurt angesehen. Ja, das kleine Eintracht-Duell, kann man so sagen. Und ich dachte zuerst in der ersten Halbzeit oder in den ersten Minuten, ja okay, die sind ja doch eigentlich ziemlich mutig. So schlecht fand ich ihre Offensivleistung auch nicht. Sie sind auch dementsprechend offensiv ausgelegt. Dass man kann das nicht anders sagen. Das ist eine sehr offensiv orientierte Mannschaft, aber auch eine sehr anfällige Mannschaft. Die Player to watch sind da definitiv Ryan Philipp. Ich muss leider hier nach einem Zettel greifen. So gut bin ich nicht vorbereitet. Ich habe hier einiges zu tun. Ryan Philipp und Gomez ist ein Sturmpartner. Man muss da auf jeden Fall damit rechnen, dass die doch so sich das ein oder andere einfallen lassen, weil ich ja habe schon den Eindruck gehabt, dass es sich um ziemlich ordentliche Stürmer handelt. Aber das Ding ist, die Dreierkette, in dem Spiel war es eine Dreierkette um Kapitän Emir Bicakcic, war doch sehr anfällig, auch in den letzten Spielen. Und ja, im Prinzip, hier handelt es sich quasi um ein Duell von zwei Mannschaften, die abwehrtechnisch bisher in dieser Saison nicht die herausragendste Leistung erbracht haben. Also einfach bei weitem am schlechtesten, was das angeht. Ich wundere mich da selber drüber. Vielleicht hat es auch taktische Gründe, dass es so ist. Vielleicht wird es an der Zeit, dass sie das irgendwie umstellen. Aber bisher, bei denen ist das so. Kassieren sie eins, ja, dann kassieren sie noch mehr. Und darum geht es, glaube ich, am kommenden Samstag. Ich hoffe, unser FC wird relativ schnell den richtigen Weg finden, diese Dreierkette zu umspielen und auch dementsprechend das eine oder andere wichtige Tor zu schießen oder mit dem Kopf zu verwandeln. Man sieht ja eigentlich nur noch relativ selten, bisher nur Linden Meiner und Dennis Hussein Basic, die mal mit dem Fuß getroffen haben. Aber mal schauen, liebe Freunde, wie das hier am Samstag abgeht. Ich selber kann zu dem Spiel weder anschließend nach dem Spiel noch am nächsten Tag was sagen. Ich muss warten, bis die ganzen Sachen Montag auf YouTube verfügbar sind als Nachbericht und anhand dessen schlicht und ergreifend, meine Bewertung abgeben, wie das Ganze aus meiner Sicht abgelaufen ist. Kommen wir auch direkt mal zum Spieltagstipp. Auch übrigens, Freunde, ich habe echt hier ziemlich viel Struggle, das alles mit dem Handy zu machen. Erwartet keine Einblendungen oder dergleichen, wie man das sonst von mir kennt.
wirklich das Schneideprogramm hier auf dem Handy, das ist wirklich, das ist dasselbe, aber es ist auf dem Handy deutlich schwieriger. Und von daher, Spieltagstipp meinerseits. Ja, wir sind anfällig in der Abwehr, die sind es auch, aber bisher deutlich mehr. Und ich sag mal, diesmal muss es doch mal klappen mit einem Sieg mit einem weiteren Sieg in einem Pflichtspiel, aber diesmal innerhalb der Liga. Das wünsche ich mir und ich kann es mir gut vorstellen. Das hat auch nichts damit zu tun, dass ich irgendwie jetzt die Schallplatte gedreht habe und jetzt plötzlich irgendwie weniger kritisch bin, aber ich erwarte diesmal doch schon einen Sieg. Natürlich, man weiß nie, wir sind halt leider Gottes immer wieder so mehr oder weniger dafür bekannt, so eine Art Aufbaugegner zu sein und dass die Mannschaften, die bisher uns immer verlieren und plötzlich irgendwie gegen uns total abreißen. Und das hoffe ich doch mal jetzt nicht, dass es am Sonntag der Fall ist. Kommt auch natürlich auch noch an, wer im Sturm spielt. Bisher Damien Downs ist noch zum jetzigen Zeitpunkt unklar. Ich habe auch morgen jetzt auch gar keine Zeit, mir die Pressekonferenzen anzusehen. Ich dachte, das wäre heute. Aus irgendeinem Grund dachte ich, das wäre heute und habe die ganze Zeit gewartet. Aber, was heißt ja gewartet? Aber jedes Mal habe ich gedacht, wann kommt diese Notification auf dem Handy? Und nee, war im Nachhinein dann doch nicht der Fall, liebe Freunde. Von daher mein Spieltagstipp ist ein 3:1. Ich habe keine Ahnung, wer die Tore schießt, aber sie werden geschossen. 3:1 möge an der Stelle mein Spieltagstipp sein. Ich glaube schon, dass wir diesmal gewinnen. Und sollten wir nicht gewinnen, dann leider Gottes, ja, wie soll ich sagen, muss man mal einige Punkte innerhalb, wie soll ich sagen, innerhalb der Ausrichtung dieser Mannschaft mal überdenken. Na? Gut, liebe Freunde, ich habe ja gesagt, es gibt weiterhin Content. Hätte ich jetzt einen größeren Kanal mit deutlich mehr Abonnenten, hätte ich mir einfach jetzt auch noch in dem Punkt Urlaub gegönnt. Aber wie ihr seht, ich habe mich trotzdem nochmal vor die Kamera für euch gesetzt, um euch meine Gedanken vor dem Spiel mitzuteilen. Aber wer weiß, vielleicht habe ich doch noch irgendwie die